Was meint Yiddishism zu euch? Well, es meint eine Sache historisch, was man hat und es hat gemeint, es hat eine Sache verschiedene Meningen für eine Sache verschiedene Gruppen. Nach dem allem und nach alle Unglücken und Tragedien, es ist sehr, sozusagen sehr spät auf den jüdischen Sieger. Meine ich, als für mich ist es ganz poschet zu definieren die Yiddishism. Und das ist die Wichtigkeit von der jiddischen Sprache und Kultur wie eine aktive Kommunikation und Schaffungsmittel. Etwas, was man nutzt, etwas, was man redet und schreibt und kommuniziert sich und hat auf Kinder und geht zu der Arbeit und proben ausfüllen die möglichen Funktionen von menschlichen Leben auf der Sprache. Und dann war das nicht so poschet. Weil täglich stellen sich die Frage, für was darf ich Jiddisch? Was ist die jiddische Sprache? Für was nicht Hebräisch? Aber wir wollen in die Tfuzes. Sie bist du gegen Hebräisch? Nein, aber nein, aber lassen wir reden Hebräisch in die Tfuzes euch. Aber es ist bei mir mehr natürlich, man soll reden in die Tfuzes, die Sprache, was hat die historische Assoziations. Wie soll man eingliedern oder integrieren Yiddishism mit anderen Ideologien. Wie Schickel Fishman hat gedacht, hat mir geschrieben, wir haben sich durchgeschrieben, in die 20er Jahren. Hat mir gesagt, dass Yiddishism ist nicht sein ganzes jiddisches Profil. Und das ist bei mir geblieben. Ich habe euch ein vielfaches jiddisches Profil. Ich bin ein frommer Jid, ich bin ein Zionist, ich bin ein Liberal, ich bin ein liberaler Zionist. Ich bin ein Universalist. Ich bin eine Sachsache. Ich bin ein Poet. Ich bin eine Tate mit Kindern. Ich bin ein Mann. Und die Yiddishism, vielleicht kann man sagen, dass heutzutage ist die Yiddishism nicht ein Ideologe an und für sich, was kann der wissen, die Wichtigkeit von den anderen Teilen von meinem Leben. Sie kann nicht verbieten meine Politik oder meine Jiddischkeit oder meine Religion oder meine andere kulturelle Natius. Es ist efter ein Dach über sie alle oder der Yesod unter sie alle oder ein Zugob zu sie alle. Aber es ist nicht eine unabhängige Ideologie für sich. Und ich erlaube sich zu sagen, also ich habe schon geschrieben wegen dem und sich kriegt ein bisschen mit Menschen über dem, als Menschen meinen, dass heutzutage ist die Yiddishism etwas, was ist eine Alternative zu anderen jiddischen Ideologien. Also wir haben zu viel Menschen sein zu dimensioniert wegen Israel und wie eine Alternative oder wie ein Gegenstoff muss man haben die Yiddishism. Kann sein, ist in der amerikanischen Kultur, legt man zu viel Treppe auf Israel wie ein Substitut für die ernsten Gedanken wegen unser eigenes Leben da. Das ist ein Stimme etwas, aber man schafft nicht eine Ideologie oder man hält nicht dabei, man stützt nicht die jüdische Kultur wie eine Alternative. Das ist oft zu lachen. Man tut es lieb, die eigenen Werten.